Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Das ist die Familie Marti. Die Mutter Sandra ist seit 3,5 Jahren von ihrem Mann getrennt und lebt seitdem mit ihren 3 Kindern allein. Nein. Dass sie es nicht geschafft hat mit ihrem Mann, das nagt an ihr. Als ich gegangen bin, habe ich sehr lange das Gefühl gehabt, dass ich versagt habe, dass ich es nicht geschafft habe, mir die Schuld gegeben. Bei der Familie Mäder steht eine Veränderung an. Sie bekommen ein neues Familienmitglied, einen Hund, einen blinden Hund. Der Vater, der Patrick, ist fast blind. Er hat eine unheilbare Krankheit, die macht, dass er sein Augenlicht nach und nach immer mehr verliert. Dann verabschiedest du dann halt von gewissen Sachen. Also irgendwann kannst du nicht mehr Zeitung lesen, du kannst nicht mehr Auto fahren, du kannst nicht mehr Velo fahren und so weiter. Du kannst das Papier, den Brief, den du bekommst, nicht mehr lesen. Die Familie Hunkeler Flück hat 3 Kinder von Mexiko adoptiert. Die älteste geht zurück in ihr Ursprungsland. Ich habe für diesen Austausch ja jetzt schon Respekt, aber ich habe jetzt eher Vorfreude. Die Freude wird teilt mit Familie und Freunden. Es gibt ein grosses Abschiedsfest für die Carmela. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Unterrheinberg im Kanton Schwyz. Oder, wie die Einheimischen sagen, Unterrheinbrig. Sandra Marti muss früh aufstehen, um zu arbeiten. Es ist 5 Uhr am Morgen und sie ist schon voll im Schuss. Sie lebt seit 3,5 Jahren mit ihren 3 Kindern allein. Die sind aber um diese Zeit noch alltief am Schlafen. Also, es ist schon nicht unbedingt meine Tageszeit. Ich würde manchmal gerne lieber noch ein bisschen schlafen, aber ja, jetzt ist es so. Ja. Aber ich denke, am Morgen kann man manchmal auch viele Sachen noch schnell erledigen. Von dem her ist okay. Die Socken auskehren habe ich bewusst aufgegeben. Ich tue sie nicht den Kindern nachher genau wieder so an, wie sie mir in die Wäsche haben. Sandra Marti ist auf Zack. Nach der Wäsche macht sie noch schnell durch den Morgen parat. Für die Kinder gibt es Gipfeli und für sie selber einen schönen Zopf. Die 2 jüngeren Kinder haben heute den ersten Ferientag. Da sollen sie nicht etwa auf dumme Ideen kommen. Die Fernbedienung vom Fernsehen habe ich jetzt versteckt, dass die Kinder nicht aufstehen und vor dem Fernseher sitzen. Ja, das ist eigentlich, mache ich einmal zwischendrin schon, ja. Vor allem, wenn das Wetter einigermaßen gut ist. Es ist sexy, Zeit zum Gehen. Aber nicht ohne dem Kleinsten noch schnell Tschüss zu sagen. Ihre 3 Kinder sind jetzt allein. Manchmal logisch, habe ich ein schlechtes Gewissen, ja. Wäre sicher schöner, wir könnten daheim. Aber jetzt, dann mache ich halt jetzt eine kleine Freude für die Kinder, machen, wie das Gipfel. Ich meine, das gibt es auch nicht jeden Tag. Oder einfach so mit kleinen Freuden. Und ich denke, dann macht man es halt irgendwie wieder, versucht es so wieder zu machen. Aber jetzt sind sie in einem gewissen Alter, da ist dann manchmal auch gleich, ist die Mami nicht immer rum. Als Erste muss nach der Mami die Älteste, die Fiona, aufstehen. Sie ist 15 und aus dem Gimmer gefallen. Darum jobbt sie im Moment mehr in dieser Bäckerei, wo sie schon vorher gearbeitet hat. Auch daheim im Haushalt muss sie mit anpacken. Das gehört bei der Familie Marti dazu. Also wir mussten früher schon immer helfen, putzen und machen. Vor der 1. Klasse musste ich dort schon immer Badzimmer putzen. Das ist nicht, weil meine Mama jetzt mit uns alleine wohnt.
Sandra Marti arbeitet in Einsiedeln in einer Metzgerei. Ich rufe einmal an, wenn ich da bin. Ob alle auf sind oder wenn sie noch im Bett sind, dann lasse ich es halt manchmal 2-3 Mal Leute dann halt da. Das hat es auch schon mal gegeben. Darf ich schon schnell schiessen? 2 Schweine. Sie ist froh, wenn etwas läuft beim Arbeiten. Weil im Kopf dreht sich sowieso alles um die Scheidung von ihrem Mann. Die sollte jetzt bald durch sein. Die Scheidung ist auf jeden Fall immer präsent. Es kommt natürlich auch manchmal davon, wenn kurzfristig wieder irgendetwas war, vielleicht am Abend vorher, oder hast nicht gut geschlafen, oder dann merkt man es natürlich manchmal schon. Aber Gott sei Dank arbeite ich in einem Betrieb, wo wirklich sehr viel läuft, wo wir sehr viel machen können. Und das lenkt sehr ab. Sagen wir mal vor einem halben Jahr oder so, dort bin ich eigentlich ziemlich tief unten gewesen. Und das haben wir dann sicher auch angesehen. Dann rede ich dann nichts oder ja. Aber jetzt geht es eigentlich gut. Daheim kommt langsam Leben in die Bude. Die Kim ist 13 und geht in die 2. Sek. Ihr jüngerer Bruder, der Dominik, der will heute am liebsten gar nicht aufstehen. Er ist wach. Kim hat 2 Meersäule und zu denen muss sie auch schauen, wenn sie Ferien hat. Ja, also ich habe eigentlich die Verantwortung, aber das Mami muss mir halt gleich manchmal sagen, dass ich muss rausmischen oder so. Und wenn ich es dann halt eins vergesse, ja, dann nimmt mir das Mami viel das Nadel weg. Sogar manchmal für einen ganzen Monat. Eine Erziehungsmassnahme, die Kim gar nicht schätzt. Also zuerst bin ich ja verrückt halt und dann habe ich halt keinen Bock mehr, um irgendetwas zu machen. Also habe ich das Gefühl, am Anfang nützt es nicht viel. Aber nachher muss ich halt gleich lieb sein, dass ich das Nadel wieder rüberkomme. Und dann ist es auf eine Art für sie gleich gut. Ja, man merkt es. Ist mir zu Morgen. Dass die Mami am Morgen die Fernbedienung versteckt hat, merken Kim und der Dominik nicht einmal. Überhaupt, sie nutzen es kaum mehr aus, wenn sie alleine daheim sind. Oder Kleinst, der 10-jährige Dominik, hat sich daran gewöhnt. Wenn die Mami am Arbeiten ist, dann ist es am Anfang cool, weil wir halt alleine daheim waren. Und jetzt ist es eigentlich normal. Gäwil im St. Gallischen Toggenburg. Da wohnt die Familie Hunkeler-Flück mit ihren Adoptivtöchtern von Mexiko. Die 16-jährige Carmela macht sich schön für ihren Schulabschluss. Ich habe jetzt die 3 Jahre Schule in der Oberstufe bestanden und da freue ich mich sehr. Auch ihre jüngere Schwester, Natalia, die nicht blutsverwandt ist, macht sich parat. Ich gehe nachher noch an die Abschlussfeier der Schwester. Und weil ich in der Band bin, singen wir noch. Und dann haben wir halt noch so einen Auftritt, wo wir 2 Lieder singen. Ja, jetzt haben wir noch geschafft. Da ist das schräg geworden. Ich werde eindeutig nicht empfehlenswert. Du kannst es einfach nicht. Danke. Und das sind sie jetzt eben, die Eltern der Mädchen. Denise und der Viktor freuen sich, dass Carmela nach 3 Jahren Real jetzt den Schulabschluss geschafft hat.
Während ihre Schulkolleginnen bald eine Lehre anfangen, hat sie ganz andere Pläne. Sie will ein ganzes Jahr weg. Schön, ist sehr schön gewesen. Super gewesen. Hat mir gut gefallen. Also machen wir jetzt ein paar Fotos, wir gehen mal rüber. Oh. Hey, du, alle anderen auch da oben gewesen. Kommst Camilla? Camilla, komm. Die Kinder der Familie Hunkeler Flück kommen von Mexiko. Die Carmela zieht jetzt nach der Schule jetzt für ein Jahr in ihr Herkunftsland zurück. Ich habe für den Austausch ja jetzt schon Respekt, aber ich habe jetzt eher Vorfreude. Gami, lächle mal. Okay. Das ist jetzt gut. Wir freuen uns, dass sie ihren Wunsch erfüllen und zurück auf Mexiko und jemand anderes verantwortlich ist für sie und wir ein bisschen die Leine loslassen. Das ist schön, da freuen wir uns. Ich brauche dir einfach noch ein bisschen Geld. Ich zahle. Ja, das andere ist für etwas anderes. Das eigene Geld verdienen muss Carmela noch nicht. Dafür sollte sie eigentlich jetzt schon wissen, was sie nach dem Austauschjahr machen will. Eine Lehrstelle für nachher hat sie noch nicht gefunden. Ich denke, sie hat den Ernst der Lage noch nicht ganz erkannt. Also den Ernst der Lage. Ich kann es auch nachvollziehen, dass sie natürlich jetzt das erste Mal diesen Schritt machen auf Mexiko. Und für sie ist das so weit weg, sie kann das einfach noch nicht ganz einschätzen. In einem Monat fliegt Carmela ab Richtung Mexiko. Bis dann sollte sie noch eine Lehrstelle finden für nachher. Zwetzigen im Zürich Oberland. Der Patrick Mäder hat Feierabend und macht sich auf den Heimweg. Mit 18 hat er herausgefunden, dass er eine schlimme Erbkrankheit hat. Retinitis pigmentosa. Das heisst, er sieht immer weniger und wird bald ganz blind sein. Die Diagnose war dann zumal natürlich ein Schock. Ich habe es auch lange von mir weggeschoben, ich habe es verdrängt, ich wollte gar nichts damit zu tun haben, ich wollte mich auch nicht damit befassen. Ich habe einfach gesagt, im Moment sehe ich es ja noch. Und dann mache ich einfach das, so lange wie ich es kann. Und dann verabschiedest du dann halt von gewissen Sachen. Also irgendwann kannst du nicht mehr Zeitung lesen, du kannst nicht mehr Auto fahren, du kannst nicht mehr Velo fahren und so weiter. Du kannst das Papier, den Brief, den du bekommst, nicht mehr lesen. Und das ist dann so ein schleichender Prozess, wo das auch immer weniger wird. Jetzt in meinem Fall von der Peripherie her, also nicht Peripherie, vom Gesichtsfeld her. So, muss ich fast wie so durch einen Strohhalm, durch ein Röhrchen durchschauen. Also in der Mitte habe ich noch einigermaßen etwas, das ich wahrnehmen kann, und außen ist das einfach weg. Von den Personen sehe ich dann einfach, dass jemand vor mir steht, aber nicht, ob jetzt die Augen offen sind oder die Haarfarbe, das nehme ich jetzt alles nicht mehr wahr. Seine Familie wartet daheim auf ihn. Die Maria und die beiden Kinder. Jolene ist 4 und der Janik 7. Ihre grosse Leidenschaft ist Hockey. Die ganze Familie ist angefressen Fan vom HC Davos. Muss ja jemand da vor dem Goal stehen, weil wenn der mit dem Böck da vorne schiesst, zu dir und da ist niemand, könnten die anderen holen. Auf seine echte Trainertafel ist der Janik besonders stolz. An meinem 7. Geburtstag durfte ich mit meinem Papi am Abend zu den Davos her in die Garderobe gehen bei den Grossen. Sie waren
Weltmeister geworden. Schweizer Meister. Schweizer Meister nachher. Sie haben es gefeiert, dort haben wir Autogramm holen. Dann ist der Halbchef gekommen und hat gesagt, okay, du darfst sie mitnehmen. Bald gibt es nochmal ein neues Familienmitglied bei Mäders. Der Patrick soll Unterstützung bekommen. Wir erwarten einen blinden Hund, der kommt. Und ja, es ist so natürlich ein Hilfsmittel. Oder? Also klar ist es auch ein Lebewesen, es ist ein neues Familienmitglied, aber es ist auch ein Hilfsmittel, das mir hilft einfach auf dem Weg. Also das heisst, das Laufen ist entspannter oder sollte entspannter werden dann. Hallo. Hi, Papi. Hi. Hi. Ja. Und dann? Ja. Bibi? Nein. Wir sind alle. Hi. Und jetzt? Hast du Hunger? Eine halbe Stunde. Und dann Mama. Wir können dir zuerst das Plätzchen parat machen. Mama, ja. Das könnten wir jetzt ja, bevor wir essen. Wollen wir das noch machen? Ja. Scholin? Der Hund sollte schon bald kommen. Die Familie muss sich vorbereiten. Schau mal, ob es angeht, Janik. Wo? Der Größe auch dort drauf einfach mal. Das passt für ihn, oder? Die ist ja noch kleiner. Schau mal. Ja, die tun wir, glaube ich, eher am Eingang. Paddy, oder? Am Eingang? Also nicht da. Der Patrick und die Kinder freuen sich auf den Hund. Die Maria hat noch eine ganze Liste von Bedenken. Ein Tier daheim zu haben, also ich kenne das nicht. Ich bin auch nicht Tier aufgewachsen. Dann auch der Dreck, muss ich sagen. Also was Mehraufwand sozusagen. Ich bin eher ein bisschen ordentliche. Eben, das kommt halt auch, dass wir schauen müssen, dass nichts im Weg ist und dass immer ein bisschen alles frei ist. Dann muss ich nachher noch mehr schauen. Und, ich habe eher immer Angst vor Hunden bis jetzt, muss ich sagen. Vielleicht hätten wir schon länger einen Hund. Ich habe dort ein bisschen gebremst. Wil im Kanton St. Gallen. Die Carmela hat heute einen wichtigen Termin. Was ist krank? Ihre Freundin Andrea unterstützt sie dabei. Ich gehe als Coiffeusin beim Rocher-Pierre schnuppern. Und mein Ziel wäre, dass ich vor Mexiko sicher eine Lehrstelle bekomme. Und das wäre cool, wenn ich diese Lehrstelle bekomme. Heute ist die letzte Möglichkeit, dass sie vor ihrem Austauschjahr noch eine Lehrstelle ergattern kann. Hallo miteinander. Grüezi. Das ist Camilla. Ja. Ne? Voll mit Grüezi, Jerry. Du bist? Andrea. Die Andrea. Ja. So schön. Ich möchte seit ich klein bin Coiffeuse und mir gefällt der Beruf einfach, weil man halt kreativ kann sein und mit den Händen arbeiten und ja. Was haben Sie gedacht? Was hätten Sie gerne machen wollen? Keine Glätte oder so. Ein bisschen glätten? Ja. Ja, das ist eine gute Option. Ja, das ist gut. Die Chance muss Carmela packen, dass sie in einem Jahr nicht mit leeren Händen dasteht. Und vor allem auch, um ihre Mutter zu beruhigen. Ansatz musst du immer schauen, dass der gut gebrochen ist. Wenn der Ansatz so gebrochen ist, kann ich die ganze Frisur noch erzählen. Geht's gut? Ja, sie macht es schon gut. Super. Schön. Meine Mutter sagt manchmal, dass ich mich ein bisschen beeilen sollte, dass ich eine Lehrstelle finde. Und meine Mutter hat auch gesagt, dass ich anstrengen sollte und ja, dass ich die erste Lehrstelle bekomme. Schon geht es nicht so und so, ja. Es geht auch rein. Genau. Carmela selber sieht das ein bisschen lockerer.
Ich möchte ja schon gerne eine Lehrstelle, aber ich mache mir nicht so einen Druck wie meine Mutter. Sie will einfach, also, ja, sie ist halt besorgte Mutter. So, was hast du das Gefühl? Für Roger Bieri geht es bei so einem Schnuppertag vor allem um eins. Ganz wichtig ist einmal die Sympathie, die es spielen muss. Man ist nachher 3 Jahre zusammen miteinander. Und die Chemie muss einfach stimmen. Und das ist mal sicher die Basis. Willst du mal? Was? Siehst du es? Hä? Andrea ist zufrieden mit dem Resultat. Überzeugt das auch der Chef? Schön, sag mal. Ui, gut gemacht. Sie hat eigentlich, also gelettet hat sie es hauptsächlich allein. Schön? Ja. Gut. In dem Fall danke vielmals fürs Kommen. Für eine definitive Antwort darf Carmela noch 2 weitere Tage schnuppern. Sandra Marti fährt am Mittag zurück von Einsiedeln auf Unteribrig, um ihren Kindern zu kochen. Sie arbeiten 70% und trotz Aliment vom Mann ist immer das Gefühl, dass es nicht reicht. Man hat viel mehr Zukunftsängste. Man hat natürlich, weil ich auch einen Job eigentlich habe im unteren Lohnniveau, ist natürlich, je nachdem, was ein kommt, was das Kind studieren oder so, man wünscht sich ja den Kindern, dass man das ermöglichen kann. Alles. Das ist schon etwas, was natürlich manchmal Angst macht, dass es manchmal halt irgendetwas gibt, dass man es nicht bewältigen kann oder nicht mehr bewältigen mag. Ja. Das hohe Tempo zieht sich durch den Tag. Für Schnaufpausen gibt es keine. Können wir nachher schauen. Ist gut. Kim, kommst du noch antischen und machst das Fenster zu, es ist nicht mehr so warm. Alle wollen noch vor dem Essen ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich kann es noch nicht jetzt sagen, aber können wir das nach dem Essen vielleicht schnell diskutieren? Dann können wir schnell schauen. Dann zeig mir schnell, schauen, bitte. Mami, da ist aber jemand. Ja. Dominik, du musst auf den Tisch zu dieser Post. Ja, du mir einfach alles auf den Tisch. Da arbeite ich sowieso, die anderen einfach nicht mehr. Ja, dann machst du so. Es muss auch mit dem Mittag vor allem eins: schnell gehen. Du weißt, dass du störst. Du kannst 4 nicht tun. Du kannst da nicht. Ja? Wir versuchen alle zwischendrin so sporadisch, einmal wieder so, manchmal klappt es mehr, manchmal weniger, dass jeder eine Woche so ein Sämtchen hat. Ich habe hier so einen Plan aufgehängt. Also Kim hat ihn gemacht, wir haben den zusammen besprochen, den Plan. Sie hat jetzt diese Woche Küchendienst, das heisst, dass sie mir einfach so ein bisschen helfen muss. Manchmal tun sie es lieber, manchmal... Ich tue nie gerne arbeiten. Es war noch nie so, dass ich gerne mache. Dann ist es beschwerlich. 10 Minuten später ist das Essen auf dem Tisch. Heute sogar noch für ein Kind mehr. Die Cousine Miriam ist hier mit. Die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern am Mittagstisch ist für Sandra Marti die wichtigste vom Tag. Man weiss wieder ein bisschen, was läuft. Weil manchmal, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und am Abend kommt man heim und ist wirklich müde, dann wird man einfach vielleicht schnell eine halbe Stunde zum Abend fahren, schnell in die Badwanne und so. Und danach ist meistens dann schon 8, halb 9 und dann hat man manchmal nicht mehr den Kopf für alles. Und so am Mittag, finde ich, reden wir eigentlich noch viel, was gerade so ein bisschen anfällt oder was ist. Das ist mir sehr wichtig, ja. Und da gehört manchmal auch das Thema Scheidung dazu. Obwohl das eigentlich etwas ist, was Sandra nicht so gerne nach Hause trägt. Klar, die Kinder die spüren viele Sachen, das ist sicher. Und wenn irgendein Thema ist oder sie haben eine Frage, gebe ich sicher eine Antwort. Oder manchmal, wenn irgendetwas passiert oder so,
dann bespricht man das mit ihnen. Aber sonst, viele Sachen will ich eigentlich schon nicht, dass sie darin hineingezogen werden. Oder, ja, das nicht. Und, jetzt mit der Mädchen, denke ich, ist nicht unbedingt mehr das Thema. Also ich und Kim, also ich glaube, ich weiss auch, dass Kim sich das nicht mehr vorstellen kann. Also ich glaube, du fändest das sehr komisch, wenn sie mal mit dir zusammenkommen. Also ich auch. Das geht gar nicht. Dann ist zu viel passiert, dass es gehen kann. Aber er hat schon immer Mühe gehabt, sich mit Sachen zu trennen. Und auch wenn das Bett umgestellt ist? Ja, zum Beispiel, wenn das Bett umgestellt ist oder wenn ihm Kleider schon lange zu klein sind, dass er die jemandem weitergeben kann. Oh, das ist okay. Du hast jetzt das und Kim hat schon einen Vogel. Ja, das könnte so sein. Sehr gut. Das Wetzikon muss man ein bisschen pressieren. Der Jannik hat Hockeytraining und Maria Mäder ist als Kindertaxi unterwegs. Gurten, bereit? Jetzt müssen wir nachher aber Gas geben, dass sie pünktlich auf dem Eis sind. Gell? Nicht rumschnäckeln. Heute hat sie nicht nur ihre Kinder, sondern auch noch der beste Hockeykollege von Jannik dabei. Raus. Aufpassen, da kommt. Und gell, ein bisschen vorsichtig. Man merkt es zwar fast nicht, aber der Jannik ist ein bisschen angetatscht. Er hat eine Entzündung am Bauch. Seit 4, 5 Wochen hatte ich das Bückeli. Jetzt zweimal angefangen und dann ist das immer grösser geworden. Also es hat eigentlich recht wehgetan aussen dran beim Rot, aber das innen hat nicht so wehgetan. Also es hat noch ein bisschen gestümpfelt. Achtung, Jannik, der Stock. Sorry. So, ist gut? Jannik, seine Entzündung hat sich ein bisschen hingezogen. Ich gebe eben nicht so gerne Antibiotikum. Ich warte immer relativ lang. Aber da muss man aufpassen, dass es nicht in die Blutvergiftung hineingeht. Und jetzt habe ich halt auch wieder gegeben, weil er hat rechte Schmerzen, aber er will gleich aufs Eis. Und er muss wieder das Körpergefühl ein bisschen selber bekommen, was drinnen mag liegen oder was nicht. Ich als Davoserin bin mit dem Eishockey aufgewachsen, sozusagen. Und so habe ich auch meinen Mann kennengelernt am Hockeymatch, also am Spengler Cup. Ja, also Hockey bedeutet uns viel, ja. Es ist eine grosse Leidenschaft. Auch wir schauen jeden Match im Fernsehen halt, so mit den Kindern. Ja. Also, 1, 2, 1, los. Der Patrick hat trotz seiner Augenkrankheit das Biken nicht ganz aufgeben. Mit einem Freund, dem Felix Jucker, den er schon aus der Schulzeit kennt, geht er darum ab und zu noch Velo fahren. Ja, aber am Montag haben sie noch draufgebrannt. Der Felix muss immer rechtzeitig Anweisungen geben, damit der Patrick nicht in die falsche Richtung lenkt. So, jetzt sind wir links. Kannst du die Hand vielleicht schon? Gut. Nächste Woche ist dann auch biken. Die beiden haben einen Starrlauf. Das heisst, dass sie immer im genau gleichen Rhythmus trampen. Also ich könnte dann auch von unten, je nachdem. Was haben wir schnell dahinter? Du musst schon recht Vertrauen haben, du darfst keine Angst haben, da halt nicht. Und denken, der andere sieht es, weil er hat den grösseren Stress wie ich. Wenn er muss trampen, er muss lenken, er muss schalten und er muss mir Kommandos geben. Weil wenn wir links gehen und ich rechts lehne, dann kommt es nicht so gut. Mit Kommando links-rechts ist das Problem, dass ich nicht weiss, was links und rechts ist. Dann ist es manchmal sage ich links und ich verwechsle es einfach. Es ist wirklich halt wie ein Stück Freiheit, auch ein Stück weit, glaube ich. Wenn jemand mitkommt, weil allein kannst du es nicht mehr machen. So kannst du jetzt wieder etwas machen. Das ist ein bisschen Sport treiben, ist schon noch lässig. Ja?
Achtung, Boden wählen. Cool. Gut. Ich hatte das Gefühl, wenn das Rad hier einen Stiel hat. So, haben Sie überlegt? Ja, wie verrückt. Hast du noch ein Ding, dann einen Öffner? Ja, okay. Und ist Heu? Ja, ist gut. Es war schön. Ja, Heu. Heu. Ich wäre eher die ruhigere Velofahrerin, eben an der Straße nah oder Veloweg. So einfache Sachen. Und nicht so, wie sie das gerne oder du das gerne hättest. Über Stock und Stein. Ich bin sonst nicht so ängstlich, was das anbelangt. Aber nein, da hätte ich schon ein bisschen Schiss. Du musst halt wirklich einfach sagen, jetzt geht es links, jetzt geht es rechts. Und meistens hast du wahrscheinlich zwischen den Leuten in der Kommunikationsschwierigkeiten. Wir haben Lampen bekommen, das wir probiert haben. Es ist fast im Ehekrach ausgeartet. Ich habe dann gesagt, entweder gehen wir nicht mehr oder ich mache die Schaltung hinterher. Seitdem geht er lieber mit Freunden biken. So bleibt Killen im Dorf. Carmela und ihre Eltern sind beim Coiffeur angemeldet. Nicht wegen einer neuen Frisur, sondern wegen der Lehrstelle der Carmela. Ja, wir sind jetzt gespannt, wie das jetzt so wird ablaufen da und hoffen, dass es so ist, wie wir uns das wünschen würden. In ein paar Tagen geht sie in ihr Austauschjahr. Das Beste wäre, sie könnte mit einem Lehrvertrag für nachher auf Mexiko reisen. Der potenzielle Lehrmeister, der Roger Bieri, will heute auch noch die Eltern lernen kennen. Ja, schön. Gut, können wir Platz nehmen? Wir haben den ersten Tag haben wir miteinander auch geredet, dass ich eben auch gesagt habe, eben, ja, so ein noch ein bisschen verschlossen, noch nicht ganz so offen. Aber beim zweiten Tag und beim dritten, wo sie dann sofort das Vertrauen auch immer mehr gefasst hat. Und das ist für mich schon der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass wir jetzt hier zu diesem Ja sagen. Dann dürfen wir uns bedanken für die Lehrstelle, die sie der Camilla anbietet. Ist das ja, richtig? Das ist sehr schön. Ja. Danke vielmals. Bitte. Bitte. Gratulieren. Super, ja, gratulieren. Freuen wir uns auf eine gemeinsame Zukunft. Ja, danke, dass ich die Lehrstelle habe. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier meine Lehre machen darf. Super. Ja gut, dann danke ich euch vielmals und eine gute Reise nach Mexiko und ein gutes Jahr. Super, gut, danke. Wir sind sehr glücklich, dass das jetzt geklappt hat und dass Camila jetzt wirklich, dass wir sie jetzt wirklich können, mit einem ganz guten Gefühl auf Mexiko lassen. Es ist sehr ein glücklicher Tag heute. Untere Brig. Bei Scheidungen sammeln sich ein Haufen Papier an. Sandra Marti hat da ihre eigene Lösung. Das ist alles, was mit der Scheidung zu tun hat, mit der Trennung zu tun hat. Vom Gericht, von der Anwalt. Wenn ich es nicht gerade wieder dringend brauche, ich tue es einfach hier rauf. Man sieht es nicht vorne dran, die Engel sind da. Wenn ich es im Kasten rein hätte, dann würde es mir immer in die Hände kommen. Und das, ja, und da oben, das sieht es niemand. Das ist der geniale Kasten. Sie selber planet auf diesen definitiven Entscheid. Ja, da wählt man jetzt wirklich nur noch Details ausarbeiten. Und dann sollten wir das unterschreiben und dann sollte die Entscheidung nachher eigentlich durch sein. Und sollte das fertig sein, sind wirklich nur noch ganz wenige Details. Und wenn die Vereinbarung aufgeschrieben ist und das stimmt für beide, können wir das unterschreiben. Und dann ist das Geschichte. Ja. Bringt jetzt den Schnüffel. Der Dominik ist der jüngste der 3 Kinder. Er knagt am meisten an der Trennung seiner Eltern. In seinem Zimmer lenkt er sich manchmal mit seinen Degus ein bisschen ab. An dieser Rattenart hat auch Miriam seine Kuckussine Freude. Hey, bei mir bleiben sie nicht oben.
das ist halt der andere. Au, du musst nicht knäbberle. Ich selber habe es gar nicht gegeben, dass jetzt meine Mami und Daddy geschieden sind, also jetzt gleich geschieden sind. Ich habe Mühe mit dem zu verarbeiten. Ich habe ein paar Mal gehofft, dass sie wieder zusammenkommen, aber so wie es aussieht nicht. Aber ich glaube immer noch daran, dass das passieren kann. Und ich hoffe es auch. Es ist eine stille Hoffnung, die der Dominik mit sich herumträgt. Am meisten Mühe habe ich manchmal, wenn ich daran denke, am Abend im Bett. Also ich habe schon ein paar Mal mit Daddy oben oder bei Mami und ohne Grund anfangen. Also der Grund schon, aber sie haben es nicht gewusst, wieso anfangen. Gut 2 Jahre habe ich gekämpft mit mir. Ich habe immer gedacht, nein, das kann es nicht sein. Ich will in der Kindfamilie hinein. Das Familienleben, das ist für mich sehr wichtig. Als ich gegangen bin, habe ich sehr lange das Gefühl gehabt, dass ich versagt habe, dass ich es nicht geschafft habe, mir die Schuld gegeben. Ja, das ist von Kind auf eigentlich für mich immer klar gewesen, ich will eine Familie, eine intakte Familie, Kind. Das ist für mich immer, das ist mein Ziel gewesen. Ich habe nie irgendwie gedacht, ich will im beruflich extrem Karriere machen oder so. Familie war für mich das Höchste gewesen, und das habe ich mir lange nicht verzeiht. Sonst haben wir wieder das Loch. Ah, jetzt gehen wir auf diese Seite. Nehmen wir rausnehmen. Der ist nicht mehr viel, aber ja. Maria? Ja. Ah. Danke. Bei Mäders zu Wetzigen fehlt nur noch ein Hägli und dann kann der blinde Hund kommen. Achtung, da ist der Posten im Sandkasten. So. Jetzt gehen wir, glaube ich, Du, weiterführen, Kinder, oder? da müsst ihr dann einmal zumachen, gell? Oh ja, hey. Das nützt Dann dann dürfen wir ziemlich ja nichts. nicht offen lassen. Ja, aber wie bringt man denn das auf? Zeig mal schnell. Den musst du so drüllen, schau. Ein bisschen rausziehen. Nein, warte schon. Ah, so, ja. Hast du gesehen, wie? Ja, so. Ja. Oh, ich glaube, das hebt schon so. Ich soll den Kabelbinder nachher. Vor allem der Jannik ist gespannt auf den Hund. Anfangsjahr haben die Kinder ihn schon einmal getroffen in der Blindenhundeschule. Hallo? Test? Und wir geredet haben, oh, ja oder nein, dort ist er gekommen und dort habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Und ja, sonst habe ich ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Also, wer will schöpfen? Das Äpfelmus. Noch einmal schlafen und dann kommt der Hund. Klar ist er auch beim Znacht ein Thema. Jetzt ist es dann anders. Ja. In dem Fell, also da ist. Ja, nachher kannst du immer ein halbes Teil unter den Tisch tun. Nein, das darfst du eben nicht. Ja, ich weiss. Gell? Wenn ihr euch dann an die Regeln halten. Morgen kommt der Hund. Und dann tut der Papi und der Moreno mal ein bisschen schauen. Wir könnten ihn schon streicheln und so, aber einfach ein bisschen. Dann können wir auch fragen, ob wir ein Stofftierchen geben. Haben wir ja ganz viele im Estrich. Das haben die Hunde sonst gerne. Ich weiss nicht, ob man das darf. Aber ich will das Neues kaufen. Nein, wir haben nicht viel von uns. Ja, der macht auch mal Zang und schon verrissen. Nein. Ja, schau so, wie der und so ein Maul macht. Dann ist der schon kaputt, der verrissen sogar alle Tiere, sogar die ganze Erde. Bei Mäders geht eine Ära zu Ende. Mit dem blinden Hund soll alles anders werden. Das ist nicht böse gemeint, gell? Aber wenn ich mit einem Kind vorne laufe und er mit dem zweiten Kind hineinläuft, bin ich immer eigentlich fast mit dem Kopf rückwärts gelaufen, weil ich immer gesagt habe, Achtung Randstein, Achtung Stein, Stangen. Und ich war immer angespannt.
Ja, und wenn ich es eben dann mal nicht gemacht habe, wenn ich gefunden gut, dann er sagt, er könne es, dann ist es dann passiert, dass du in die Stange hineingelaufen bist. Oder in den Kübel. Ja, das, Oder? Ja. Ja, ich habe mal gewusst, Ja. dass wir da sind. Ja. Aber nein, ich meine, so viel. Also es ist jetzt nicht, dass ich jedes Mal da mit dir gelaufen bin. Nein, aber es hat es auch gegeben. Das ist immer, ja. Ja, das ist wahr. Mhm. Und da hoffe ich also schwer, dass der Hund ein bisschen Lockerheit wieder reinbringt. Komm. Trink jetzt. Ja. Die Familie Hunkeler-Flück ist heute in Festlaune. Es gibt eine Überraschungsparty für die Tochter Carmela. Alle 3 Adoptivtöchter haben der Victor und Denise zu Mexiko in einem Kinderheim geholt. Und das hat den Grund, die Freundin der Mutter. Eigentlich haben wir Kinder aus Mexiko wegen der Lourdes. Weil sie mir Mexiko gezeigt hat, eröffnet hat und weil ich das Land sehr gerne habe. Und für uns war klar, wir wollen nur Kinder aus einem Land, wo wir auch das Land gerne haben, weil man muss ja die Leute gerne haben, wenn man Kinder adoptiert. Und das war dann eigentlich der Grund. Und schon tauchen Carmela und ihre Freundin Andrea an diesem grossen Abschiedsfest auf. Carmela war 4 bei der Adoption. Jetzt, wo sie für ein Jahr auszieht, schauen die Eltern ein bisschen wehmütig zurück auf die Anfangszeit. Ja, wir haben irgendwann erfahren, dass es mit der eigenen Familie schwierig wird. Und haben uns mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ja, was machen wir, wenn es wirklich nicht klappt. Und dann war dann eigentlich relativ gleich mal klar, Adoption könnte eine Möglichkeit sein. Wir haben ja zuerst ein Foto geschickt bekommen über das Internet. Von dem Moment an war es einfach unsere Tochter. Und als wir sie dann live gesehen haben, war es für Camilla schwierig, weil ich nur brüllt. Also meine Emotionen, das alles, was sich da aufgestaut hat, ist wirklich rausgegangen. Und ich habe sie gerade ins Herz geschlossen. Und sie war unsere Tochter und geblieben. Und México, los aztecas te formaron, te volviste colonia, de España te conquistaron, ay, 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 qué bonita es esta vida. Jetzt also geht Carmela zurück zu ihren Wurzeln. Und sie hat auch ein klares Ziel für das Jahr. Wenn ich auf Mexiko gehe, würde ich am Schluss gerne mit meiner die im Kinderheim waren, die Leiterinnen Carmen und Mädchen, würde ich die sehr gerne kennenlernen, aber erst am Schluss, wenn ich gut Spanisch kann und dann halt mit ihnen kann reden und ja. Trotz Festlaune, der Victor schaut dem Abschied mit gemischten Gefühlen entgegen. Natürlich auch mit ein bisschen Wehmut, aber es ist gut für sie. Es ist aber auch gut für uns. Es gibt ihr ein bisschen Luft, es gibt uns ein bisschen Luft. Es wird ihren Horizont erweitern und wird uns die Chance geben, uns auf eine Tochter zu freuen, die auf das Mal Spanisch kann. 1, 2, 3. Und nächste Woche bei Familiensache der Abflug von der Carmela. Das macht der Familie Hunkeler-Flück Mühe. Das ist schon jetzt im Moment ein bisschen heftig. Eine Unterschrift für einen Neuanfang. Sandra Marti unterschreibt die Scheidungsvereinbarung. Das ist eine Erleichterung. Ja, ich denke, da wird man auch wieder ein anderer Mensch.
Sie ist da, Begenita. Der blinde Hund muss sich einleben bei der Familie Mäder. Es ist sehr wohl, es ist sicher noch ein bisschen ungewohnt, aber gleich irgendwie halt so ein Stück weit ein bisschen vertraut schon. Das und noch viel mehr Geschichten gibt es heute in einer Woche bei SRF bei den Leuten Familiensache. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.